Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, ich mach das mal aus. Wie schön, dass Sie vorbeischauen. Da kann ich mit Ihnen eine kleine Pause machen vom Reinigen. Im Laufe der Jahre ist an den Steinplatten so einiges an Dreck kleben geblieben. Sie sind richtig schwarz geworden. Aber mit der Dreckfräse werden sie wieder strahlend sauber. So einen Hochdruckreiniger könnte ich für mich manchmal auch gut brauchen. Nein, nicht um mich jetzt damit überall abzustrahlen. So dreckig wie die Platten bin ich echt nicht. Aber ich bräuchte manchmal schon so einen ganz speziellen Hochdruckreiniger für meine Seele. Im Laufe der Zeit ist einiges an mir kleben geblieben, das nicht so schnell wieder abgeht. Worte, die mich verletzt haben und die auch nach vielen Jahren immer wieder hochkommen. Manche Fehler, die ich gerne ungeschehen machen würde und die ich mir immer noch nicht wirklich verzeihen kann. Schlechte Erfahrungen, die mich immer wieder einholen. Konflikte, die noch nicht gelöst sind. Und auch einige ungute Gefühle. Doch immer nur zu kurz zu kommen, der ständige Druck und Stress, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, anderen nicht wichtig zu sein. Naja, ich glaube, das kennen Sie sicher auch. Sowas, das sammelt sich wie ein klebriger Film auf unserer Seele und haftet dann so hartnäckig an uns, weil es eben sehr tief geht. Das würde ich manchmal gerne einfach von mir abstrahlen, bis es restlos weg ist und dann meine Seele imprägnieren, damit sowas in Zukunft einfach von mir abperlt. Gott sei Dank geht das nicht, denn dann würde ja auch all das Wunderbare an mir abperlen. Die Liebe und das Glück, die Lebensfreude und Begeisterung, die Hoffnung, einfach alles, worüber ich mich von Herzen freuen kann. Gott macht meine Seele wieder sauber. Nicht mit Hochdruck, sondern auf die sanfte Art. Mit seiner Liebe, Güte und Geduld. Ich kann ihm meine Seele im Gebet hinhalten und ihn bitten, dass er mir hilft, das loszulassen, was mich schon lange belastet. Dass er meine Verletzungen heilt. Oder das von mir nimmt, was mir so zu schaffen macht. Das geht in der Regel nicht jetzt sofort und schnell, sondern braucht Zeit und Mühe, wie bei meinen Steinplatten. Aber es lohnt sich. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.